Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Uff Pelzig. Huah. Und du hast ordentlich im Karton gerappelt. Und ja, die Zwett Gaspumpe muss ich anscheinend nochmal aufdrehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich 2 Hebel betätigt habe. Aber das werden wohl nicht die richtige gewesen sein, warum auch immer. Und wir werden hier von so einem Dollbohrer gejagt, der hier überall rumstramert und denkt, er müsste uns hier das Leben schwer machen. Ich glaube aber, da wir dort drüber das schon gemacht haben, müssen wir wirklich hier irgendwo sein. Da ist er schon, der Dollbohrer. Nein! Renn, 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 du Affenkopf! Renn! Renn doch, verdammt nochmal, renn! Hui. Ich meine natürlich, alles cool, oder? Ich weiß, sorry, ein bisschen von Gronk geklaut, der reagiert auch ähnlich, aber, oh, scheiße. Durch sein Let's Play weiß ich glücklicherweise auch an der Stelle, danke Gronk, dass das hier ein Sicherheitspunkt ist, dass der Spinner ihm nicht bis hierhin verfolgt. Der kann sich offenbar nicht durch den Spalt hier quetschen. Und ja, unser großes Glück, aber auch Pech. Und ich will nicht in die Tiefe von dem Scheiß hier rennen, wo es Dusch da ist, wo ich keine Ahnung habe, wo was ist. Aber ja, Manometer. So ist er. Okay. Versuchen weiter hier den ominöse letzte Schalter zu finden. Letzte Hebel. Muss irgendwo hier ach sei. Da waren wir schon. Da war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Oh, es ist absolut unangenehm. Ich kann es wirklich nur sagen. Unangenehm. Und ja, den Schalter habe ich betätigt, genau. Das war aber der Stromschalter. Ah, okay, das war kein Gaspumpe-Zeug, das war ein Stromschalter. Okay. Na gut. Na gut, ist in Ordnung. Ja, da geht's dort hier, wo der Durchbruch ist. Und ich glaube, da war ich noch nicht. Na, da komme ich auch nicht durch. Na toll. Wir machen hier nur vorsichtshalber zu, weil ich würde ganz gern meine Batterien hochladen. Wenn das irgendwie möglich ist. Geh dort vor hier und wechsle meine Batterie. So laufe ich wenigstens nicht in Gefahr, vor irgendeinem Fratzeheiner zu landen. Da komme ich nicht durch. Da ist sonst ach nix. Okay, du gingst jetzt wirklich nur zum Stromhebel durch. Da ist der verpisste Matratzeraum. Da haben wir Batterie gefunden. Der letzte Volk. Und der Hanebampel, der war die ganze Zeit im Hauptraum, bis ich mich da wieder zeige. Außer ich baue irgendwo anders Scheiße. Dann verfolgt er mich wieder in den Raum rein. Wo ich Hebel umgelegt habe. Ich hoffe zumindest, dass der Typ wirklich nur in dem Hauptraum jetzt rumhockt, im Maschinenraum hier. Ich glaube, da geht's noch wo hier. Deine Mutter. Ja, da ist er. Da ist der Hebel. Ich hoffe, er sieht uns hier nicht. Der müsste jetzt in die Richtung gelatscht kommen. Ich versuche mich hier zu verstecken, wenn nicht, dann renne ich wieder. Da ist er. Und? Du siehst mich nicht, oder? Ne, er hat uns nicht gesehen. Ja, er verpisst sich wieder. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir all die Dinger gemacht.
Das heißt für mich speichern. Hui, 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 ist das fies hier im Keller. Und dann wieder rein in den Maschinenraum und das Ding betätigen. Hoffentlich findet er uns nicht in der Zeit. Wäre nicht so schön. Und jetzt der Hevel betätige und dann nix wie raus hier aus dem Scheißloch. Trophäe erhalten, erleuchtet in Kupfer. Ich sollte machen, dass ich renne. Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Musik, 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 Musik. Pfui Teufel, Keller. Oh, jetzt steht zumindest mal wieder die Beleuchtung. Oh. Ekelmusik, Ekelmusik, Hektik, Hektik. Herzstillstand. Mann, Ometer. Ist das eklig. Na gut, dann habe ich noch nie gespeichert. Und ich will die Datei überschreiben. Ich glaube, das sehen wir als auch nicht, wenn ich da in dem Speicherbildschirm drin bin. Ihr seht dann wahrscheinlich nur Hauptmenü und Speichern. Hui, ich habe immer noch nicht kapiert, wie man das macht bei der PlayStation, dass sowas angezeigt wird und dass auch die Trophäe angezeigt werden. Ich habe es echt noch nicht rausgefunden, wie das geht. Ich kann es echt noch nicht sagen, wie es funktioniert. Dann probieren wir das jetzt noch einmal hier. Und hoffen, dass es jetzt funktioniert, ohne dass der Pater McKindergrubsch hier Scheiße baut. Okay, er baut wieder Scheiße. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Ja, zum Beispiel, dass du dir die Zähne putzen sollst. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Nein! The only way out of this place is the truth. Das war aber meine Rettung. Accept the gospel, and all doors will open before you. Alles klar. Alles klar. Mann, Ometer. Jetzt hat uns der Typ wohl wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und meine einzigste Hoffnung, meine Rettung durch die Soldaten ist auch zunichte gemacht worden. Der Haupteingang war zwar offen, aber tja, der Herr, der Wallrider, hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind in einer wunderschönen Gummizelle. Oh, was hat er uns in den Scheißtorei gemacht? Aber der Camcorder haben wir noch. Immerhin, der nimmt er uns nicht ab. Wir müssen nur Zeuge sein. Und da lebe ich jetzt. Vergiss nicht, dass Notizen dein Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Ah jo. Überall diverse Kreuze, von Clay bis Henkelkreuz, bis Kreuz mit Licht außenrum, Rest in Peace, wobei hier auch passen wird Rest in Pieces. Da haben wir noch ein Kreuz mit Blut. Nehmen wir den Scheiß mal auf. Und überall Rest in Peace. Das wird wohl die Todeszelle oder was gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir Notiz. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernick hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Okay. Ich weiß ja gar nicht, hat er sich vorgestellt als Vater Martin? Ich habe doch gar keinen Blick davor gehabt. Könnt mal Bescheid geben, wenn ihr das rausgehört habt. Aber ich glaube, das weiß man nur durch die Notizen. Steht da irgendwas? They clean oder was? Du musst lieber an den Morgan aus der Walking Dead Serie denken. Und was machen sie so? I clean. You don't clear me. Quatsch. Nee, so war das. Benny hier, follow this. Ach jo. Warum auch nicht?
Hey. Und schon wieder schnauft er wie ein Elch hier. Wo sind wir jetzt? Aha. Okay. Und da lebe ich jetzt. Oh Gott. Nee, so stelle ich mir einen lustigen Freigang in der Hölle vor. Genau so stelle ich mir einen lustigen Freigang und Tag in der Hölle vor. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir hier voll im Gefängnistrakt Block B gelandet. Wahrscheinlich war die Hochsicherheitsgefangene aus den 50er Jahren. So sehen wir nicht, was durch ist. Was zur... Wo? Oh, cool. Alles klar. Ja, cool. Deswegen haare ich mache immer den Schädel gegen die Wand. Ich muss dazu sagen, an Vollmond kann ich auch immer extrem schlecht schlafen. An den Tagen vor Vollmond, so 2-3 Tage vor Vollmond und 2 Tage nach Vollmond. Und an Vollmond ist es am allerschlimmsten. Da kann ich am wenigsten schlafen. Und natürlich ist hier zu. Und ja, ich habe da auch einen sehr, sehr schlechten und unruhigen Schlaf, aber deswegen haare ich mir doch lange nicht meinen Herrenschädel gegen die Wand. Aber eins ist klar, hier wurden Schlafexperimente in hässlichem Ausmaß durchgeführt. Ja, hier waren... Oh. Bist dann du für ein Feiner? Mr. Gehirnimus? Leckerli, dir komme ich mal lieber nicht so nah. Wehe, da ist jemand drin. Mach erstmal zu. Da sitzt einer. Steht einer. Ach, mit extrem schönem Gesicht und mit Hasenscharte. Oh, nett. Ach du Scheiße. Ach du liebe Zeit, da hat wohl einer richtig Hunger gehabt und einer mit allem gefressen außer Gedärme oder zerrobbt. Und ich lasse ich mal lieber drin. Who's this? Hi. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Das sind sehr eloquente Gentlemen hier, die uns besonders mögen. Und die mögen uns so besonders gern, dass sie uns hier nackt entgegentreten mit ihren großen unbeschnittenen Salamis. Ja, bei Gronk waren das immer die Lümmelmänner. Für mich sind es einfach nur die... Ich weiß nicht, ich brauche noch einen Namen für die Bursche. Auf jeden Fall sind sie ziemlich ranzig, wenn ich mir die so angucke. Das schreit ja schon noch Knastvergewaltigung hier. Ach du Scheiße. Die Schwengelschlawiner, wie wären das? Schwengelschlawiner. Ja... Ihr könnt mir ja auch mal in den Kommentaren Bescheid geben, wie ich die nennen soll. Ich würde mal sagen, da mir jetzt keine besonders kreative Name einfällt, außer Schwengelschlawiner, könnt ihr mal gern Bescheid geben in den Kommentaren, wie ich die nennen soll. Und die lustigste Sache suche ich mir dann raus. Und das, was ich persönlich am lustigsten finde, das nehme ich tatsächlich. Also das kennt der... Mann! Scheißkerl! Das könnt ihr sehr gern machen. Ihr könnt mir Vorschläge geben, wie ich die Typen nennen soll. Und dann nenne ich die auch so. Mit dem der kreativste Beitrag gewinnt die Erwähnung. Inklusive Dankeschön für die Kreativität. Ansonsten nenne ich sie einfach Schwengelschlawiner. Oh, schick. Du bist aber auch ein feiner bist du. Ja, aus dem haben sie Ken-Puppe gemacht oder ein G.I. Joe. Der hat kein Geschlechtsteil mehr.
Ja, dir komme ich besser auch nicht so nah, glaube ich. Aber irgendwann muss der Herrnschädel doch auch mal durchgekloppt sein. Nett. Kann ich da rein? Aha, da liegt einer in seinem Loch. Unter dem verstecke ich mich bestimmt nicht. Und denn der will bestimmt alle gelost werden. Und Privatsphäre und so ist schon wichtig. Da kauert noch einer in der Ecke rum. Ich sollte lieber hochgehen. Und dir komme ich besser an, so no Kamerad. Ich will nicht, dass mich einer von euch Widerlinge auffasst. Die zwei Knaschtvergewaltiger stehen auch noch da. Oh Mann, oh Meter. Wie soll ich das dann machen? Wenn ich das noch wüsste. Da komme ich nicht lang. Nee. Da komme ich nicht durch, aber da muss ich definitiv entlang. Aber ich will nicht an deine zwei nackige Geselle vorbei. Das war mein Zell. Ich will hier auch niemand aufregen, der mich rennt. Manche würde es wahrscheinlich zu sehr verstören. Kann ich bei euch durch? Okay, also selbst wenn ich wollte, was Gott verhüte, selbst bei euch käme ich nicht durch. Da hinten steht noch was. God always provides a way. Follow the blood. Gott zeigt immer einen Weg. Folge dem Blut. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich dort durch muss. Oh, hoppla, jetzt habe ich mein eisernes Gebot gebrochen und bin gerannt. Kann der sich da festhalten und kann eventuell da rum? Weil hier geht es definitiv nicht durch. Alter, und der Typ, der ständig mit seiner Selbstverstümmelung hier prahlt. Es ist ja echt abartig. Hochverstörender, kranker Scheiß. Siehst du noch normal aus? Ja. Das sieht eigentlich noch normal aus. Dann gucken wir doch mal, ob wir da hoch können. Jo. Alles klar bei dir. Oh, ich mach dir Platz. Ich bin definitiv nicht so, dass ich dich da nicht losse tät. Ne, da komme ich nicht hoch. Vielleicht über irgendeine Zelle? Nee, ach, da geht's nicht hoch. Ja, ich lasse dich durch. Ah, okay, du willst dort hier. Dann machen wir hier wieder das Zusloch. Hier ist nirgendwo auf. Dass man nirgendwo hier hoch könnten. Etwas komplizierter das Ganze. Da ist zu. Hey! Mann! Alter! Alter, du widerlicher Psycho! Zieht euch den Mull rein. Bäh! Okay, bei dir gehe ich definitiv nicht rein. Der hat schon so Rape-Face aufgelegt. Science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Danke für deine Warnung, Illustra Geselle. Boah, Mann, dass der auch immer dann direkt zu dem Glasteil hier guckt, dass wieder so ein Frazzarino da reingucken kann. Da geht's nicht hoch. Und hier. Okay, ja, nicht. Wie machen wir das? Da können wir auch nirgendwo hochklettern oder so, sodass wir raus könnten. Na gut. Ich bin etwas ratlos. Ich bin wirklich etwas ratlos. Nee. Ist da auch noch irgendein Gesicht drin? Ja, da ist einer, der lauert. Okay,
Da ist schon zugegüllt. Da hat wahrscheinlich unsere ganze Grütze hier verteilt. Ah! Und ich jetzt sage ihr, liebe Leid, das ist ein Problem für der Yankee von morgen. Und scheiße, den Kerl beneide ich absolut nicht. Jetzt werden aber letztes Mal gespeichert. Und wir sehen uns dann wieder morgen zu Let's Play Outlast auf Pelzig. Und das wird auch die letzte Aufnahme für mich heute sein. Ich pack nicht mehr als 4 auf einmal, das ist zu heftig. Und wir sehen uns auch wieder beim Gegenprojekt dazu, zum schönen Ausgleichsprojekt bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen dann. Ihr könnt's euch auch sehr gerne als Ausgleich reinziehen. Machen's gut und bis morgen wieder. Eiern. Yankee.